Der Wiesenschurli in seinem Element. Seit nun schon 31 Jahren geht Georg Meyerhofer aus Klosterneuburg bei Wien täglich auf das Münchner Oktoberfest. Kult ist er geworden, der Wiesenschurli aus Österreich, der sich natürlich noch ganz genau an seinen allerersten Wiesenbesuch erinnert. Ja, ich bin da hinten reingekommen, vom Hintereingang, habe ein Ganzlaut über den ganzen Körper gehabt und ich habe mir gedacht, ich weiß zwar jetzt nicht, wo das Paradies ist, aber jetzt bin ich nicht mehr weit weg davon. Und seitdem bin ich da und seitdem liebe ich das. Im Augustinerfestzelt hat der Wiesenschurli sogar seinen eigenen Tisch. Ein Geschenk von Freunden zum 25-jährigen Jubiläum 2008. Also ich kenne den Wiesenschurli seit über einem Jahr mittlerweile. Ich habe ihn interviewt auf der Bühne und er ist eigentlich, wenn er vor seinem Publikum steht, ist er sehr professionell, aber er ist ein menschennah. Also er ist jetzt nicht irgendein Abtreter-Star. Wiesenschurli ist einfach Liebe, er ist auf der Mensch, ja, einer, der die Wiesn liebt, einer, der Österreich liebt, einer, der Bayern liebt, ja, und einer, der ja, einfach das lebt, was er ist. Und natürlich gibt der Wiesenschurli auch Autogramme. Im eigentlichen Leben ist Georg Meyerhofer Handwerker. Doch während der Wiesn nimmt sich der 50-Jährige im Herbst jedes Jahr Urlaub für das Oktoberfest. Das erfordert jede Menge Kondition, wie bei einem Triathlon. Wie hält man das durch, 16 Tage Wiesn? Du brauchst einmal irrsinnige Disziplin für die ganze Geschichte und du brauchst irgendwo einen Rhythmus und dann schaffst du es. Und ich muss sagen, ich teile mir das Trinken sehr gut ein und du musst einmal mit dem Essen anfangen. Das ist einmal das Wichtigste. Und ein wichtiges Wort ist die Wiesendisziplin. Als erster wird gegessen und dann wird getrunken und dann schaffst du auch 16 Tage. Jede Menge Besuch empfängt der Wiesenschurli auf dem Oktoberfest. An diesem Tag führt er den Obmann des Tourismusverbandes Obertauern über das größte Volksfest der Welt. Und der Besuch ist begeistert. Also vor allem, und auf das legt er viel Wert, die Tradition, die Geschichte der Wiesn einem zu erklären. Und als Wiesenjungfrau ist natürlich das was ganz Besonderes und kann einem nichts Besseres passieren. Wie ist das für einen, der jetzt aus Obertauern kommt? Naja, es ist eine andere Welt. Es sind zwar nur 2 Stunden entfernt und man hört ja irrsinnig viel und man freut sich dann schon das ganze Jahr und jetzt bin ich endlich da. Jeden Tag hat der Wiesenschurli ein volles Programm auf der Wiesn. 16 Tage lang von früh bis spät. Das geht natürlich ins Geld. Und was kostet das Wiesn-Dauervergnügen? So wie wenn du mit deiner Frau in die Karibik fährst. Brauchst du auch ein paar tausend Euro, ich sage einmal so zwischen 3.000 und 4.000 Euro, so was halt so ein schöner Urlaub 14 Tage kostet. Was sagt die Familie dazu? Die steht voll dahinter, weil sonst geht sowas nicht. Ich bin jetzt seit 28 Jahren verheiratet mit meiner Claudia. Meine 2 Kinder, die Sophie mit 24 und der Florian mit 19, waren jetzt am Wochenende da. Und es war eigentlich wieder nur schön und sie sind voll infiziert mit dem Wiesenvirus und haben das Wiesenfieber praktisch inhaliert. Na dann ein Prosit der Gemütlichkeit und weiterhin viel Spaß beim Dauerfeiern.